Die letzten 5 Minuten wollen wir aber gerne noch, zelebrieren. An dieser Stelle erstmal nochmal herzlich willkommen an die Streikenden. Und die Studierenden selber gleichzeitig zeigen, wie stark sie sind. So kommt es mir, dass wir mit einer wirklich klein angelegten Aktion so einen großen Effekt erzielen können. Wir waren mit 100 Leuten hier vor Ort. Ich weiß jetzt nicht, wie viele das jetzt bei euch sind. Ich schätze auch schon 500, 600. Aber man sieht, man kann viel erreichen. Kurzfristig, schnell und konsequent. Letztendlich haben wir gleiche Ziele. Ihr braucht ein vernünftiges Bildungssystem, wir brauchen gute Verhältnisse, Arbeitsbedingungen im Bildungssystem. Nur eins passt zum anderen. Wir werden wohl weiter streiken müssen. Ich glaube, ihr auch. Vielen Dank. Dann sind Sie. Tschüss. Vielen Dank. Es stellt sich in diesen Tagen sehr oft die Frage, wie geht es weiter mit den Uni-Besetzungen? Was wird passieren? Wie geht es weiter? Und wir von der AG Arbeitskämpfer sind ganz klar der Meinung, dass es nur weitergehen kann, wenn Bildungsproteste und Arbeiterinnenkämpfe wie heute zusammengeführt werden. Also heute haben wir ein ganz kleines Beispiel gesehen, was für eine Kraft wir haben, wenn Beschäftigte und Studierende an einem Strang ziehen. Und es sollte auch klar sein, unter der neuen schwarz-gelben Regierung wird es zu viel mehr Arbeiterinnenkämpfen kommen. Und da müssen wir immer wieder vorne dabei sein. Also zum Beispiel mit den Zehntausenden Arbeiterinnen und Arbeiter bei Opel, die in diesen Tagen auf der Straße sind. Das heißt auch, dass wir unsere Forderung nicht nur auf Studienbedingungen beschränken sollten. Ich meine, die Kürzungen im Bildungsbereich, die stehen nicht für sich alleine da. Die sind Ausdruck eines gesamtgesellschaftlichen Phänomens, der Kürzung, der Privatisierung und so weiter. Deswegen sollten wir uns auch im Rahmen der Besetzung, im Rahmen der Bildungsproteste für ein Ende prekärer Arbeitsverhältnisse, für ein Ende von Billigjobs, für ein Ende von Massenentlassungen einsetzen. Das Studentenwerk unterstützt haben. Das Studentenwerk hat uns auch in den letzten Wochen unterstützt. Und wir bekommen auch Unterstützung von Dozierenden. Und dazu gebe ich jetzt gerade mal das Wort weiter. Gab es gestern eine kleine Sitzung von Lehrenden des Instituts für Deutsche und Niederländische Philologie
wo wir mal gemeinsam überlegt haben, in welchen Punkten es eigentlich Überschneidungen gibt, auch mit unseren Wünschen an eine verbesserte Lehre oder also wo wir auch sehen, dass wir die Forderungen der streikenden Studierenden unterstützen können und haben eben festgestellt, da gibt es eine ganze Menge von Punkten und würden dazu gerne nächste Woche einen runden Tisch anbieten, zu dem eben alle Studierenden dieses Instituts eingeladen sind, mit den Lehrenden gemeinsam zu diskutieren, welche Punkte, also wo wir Überschneidungen sehen, welche Punkte realistisch sind, dass sie umgesetzt werden können und wie sie dann auch konkret umgesetzt werden können.